Da waren Sie textsicher, da haben Sie mitgesungen am letzten Donnerstag in der Pirminius-Halle in Blieskastel. Da haben Brings live gespielt und zwar nach 7 Wochen kleiner Pause nach der schwierigen, anstrengenden Karnevalssession wieder live dabei. Und genau das habe ich Peter Brings hinter der Bühne gefragt, wie es jetzt so ist. Also bräuchte man eigentlich, glaube ich, mehr Pause. Ne? Aber bei uns gibt's irgendwie gar nicht so. Wir haben Karneval, dann ist so ein bisschen Pause und dann spielen wir weiter. Eigentlich sind wir ständig am Spielen und kämpfen immer um irgendwelche freien Wochenenden und dass wir mal ein bisschen so Zeit haben können und unseren Hobbys nachgehen. Hat so eine Band wie ihr, hat die eine andere Taktung übers Jahr? Also bei uns ist die Taktung natürlich anders wie bei einer normalen Band. Normale Band geht auf Tour, macht ein Album, dann ist ja wahrscheinlich erstmal ein Jahr Pause und dann geht man wieder auf Tour. Wir machen immer zwischendrin, wenn wir Zeit haben, nehmen wir Nummern auf. Alben zu machen lohnt sich fast gar nicht mehr. Wichtig ist, gute Singles zu haben, gute Nummern zu haben für Spotify, damit da viel los ist. Und ansonsten sind wir immer in Bewegung, in Bewegung. Ja. Wann muss man anfangen, jetzt den nächsten Karnevalshit, den nächsten Ohrwurm zu entwickeln? Denkt mal so, die nächste Session kommt, da muss Julia. Gestern. Immer gestern, ja. Also umso früher du die Nummer hast, umso früher können wir die auf den Konzerten spielen, umso einfacher wird's im Saal. Weil im Saal musst du dir immer vorstellen, da sind nicht alle unbedingt wegen uns da, du musst die aber alle kriegen zum Schluss. Und deswegen ist das, umso bekannter die Nummern sind, umso einfacher wird das. So, Mundart außerhalb von Köln geht ja. Also seit Jahrzehnten hat das Konjunktur. Und wenn man jetzt bei uns die Mundart, solange wir noch am Leben sind, klingt bei uns, solange wir noch am Leben sind. Es ist eigentlich dasselbe. Verständigungsprobleme gibt's keine mehr, oder? Ich habe eben drüber nachgedacht, als wir miteinander gesprochen haben, dass wir hier so in den 90ern so am Start waren. Weißt du, woran das auch liegt? Und das habe ich in den 30 oder 35 Jahren Brings gelernt. Wenn du in Regionen kommst, wo der Dialekt eine Selbstverständlichkeit ist, haben die auch kein Problem mit einem anderen Dialekt. Bei uns in der Stadt wird tatsächlich kein Kölsch gesprochen. Das ist ein Meer. Die meisten sind Emis und sprechen das nicht. In euren Anfängen hat's tolle Konzerte hier im Saarland gegeben. Was sind deine Erinnerungen an, ich habe geguckt, vor 33 Jahren war das, die ersten? Also ich muss sagen, ich habe nicht viele Erinnerungen. Ich war meistens abends am Gig besoffen. Ihr wart aber damals, wenn wir jetzt mal auf die Anfänge zu sprechen kommen, bei uns in der Redaktion war das so ein Flash. Bab waren seit 10 Jahren ein Knaller und dann kamt ihr irgendwie jünger, frischer, aber auch so, also wir haben gesagt, das ist mega klasse. Wie seid ihr gestartet damals? Mit welchem Ansatz? Also wir hatten ja sozusagen so Vorschusslorbeeren, weil der Klaus Häuser, der Major, hat ja unsere Alben produziert, die ersten beiden auf jeden Fall. Und das war für uns eigentlich ganz gut. Manchmal ist einem das mit dem Bab-Zeug natürlich auf den Sack gegangen, dieser ewige Vergleich, weil alle Bands, die Englisch singen, werden ja auch nicht verglichen. Und ich sag mal so, die Musik, die wir gemacht haben, war ja schon eine andere wie Bab. Also das war schon eine Kante drauf. Und wir hatten ja eine ganz andere, also das war halt Rockmusik, richtige Rockmusik, sage ich jetzt mal. Ne? Spielt ihr die alten Sachen noch? Ja, hin und wieder, bis ans Meer spielen wir Nummer 2, niemals im Level und es gibt so ein paar Sachen, die spielen wir noch, ja, gerne auch. Und den haben sie auch gespielt. Super Sound, 2 unverzerrte Stromgitarren, Brings und eben dieses Nur mehr 2. Brings und so ging's los. 1991, Nur mehr 2. Sie sind immer noch da. Eine der Karnevalsbands in Köln, aber eben nicht nur. Brings, eine Band mit Haltung immer gewesen, Mitinitiator von Arschu, der Aktion gegen Ausländerfeindlichkeit und Toleranz. Für Peter Brings wichtig. Sie gehört einfach zum Leben dazu. Ich finde, für einen mündigen Menschen, der sagt einfach seine Meinung. Und es ist in diesem Land ja auch angesagt, seine Meinung zu sagen. Auch wenn es im Moment egal ist, was du sagst und alle über dich herfallen, trotzdem trauen und die Meinung sagen. Es gibt ein ganz neues Interview von Udo Lindenberg, der gesagt hat, naja, ich weiß schon, wenn ich Bunte Republik Deutschland spiele, gehen einige Bier holen und kommen dann später wieder, wenn Party ist. Wie geht ihr mit dem Publikum um? Boah, ich sag jetzt mal so, also der gängigste Spruch ist, halt die Fresse, mach Musik, Politik machen Politiker. Ne? Und das ist, und dann schreibe ich immer, pass auf, ich bin ein Mensch und nicht nur ein Musiker. Und wenn ich eine Meinung habe, sage ich die, wenn dir die nicht passt, kannst du ja rausgehen. Ende. Und das ist bei uns auch so, dass man das immer wieder zu hören bekommt, aber da musst du mit leben. Also wenn Udo meint, wenn er Bunte Republik spielt und die Leute rausgehen, Bier holen, würde ich immer direkt denken, das sind nicht meine richtigen Fans. Die haben das nicht verstanden, für was der Mann steht in all den Jahren. So, jetzt geht's wieder los nach der Pause. Was ist das so für eine Energie, für ein Antreten?
nach dem Karneval der erste Gig? Ja, erstmal ist halt aufregend, ne? Ist ein neues Song dabei und alte Songs, die wir immer wieder spielen, das ist schon aufregend. Wir haben neue Technik, wir haben einen neuen Media-Server, wir haben da hinten so eine neue Wand uns auch besorgt und ja, so ein paar Sachen, ein paar technische Sachen neu. Also das war ja, so Zeug gab's ja früher alles gar nicht. Früher gab's 2 Kannen. Also das waren Lampen oben, rot und blau und weiß und Ende. Und wenn du Glück hast, ein Verfolger. Das war's irgendwie. Ne? Ja. Und wie sieht das Jahr aus? Heftig. Wir gehen jetzt spielen wir erstmal normale Konzerte. Das ist bei uns dieses normale Format, 2,5 Stunden, 2 Stunden 15 so rum. Da kommt immer drauf an, wie viel man erzählt. Aber meistens so 2,20, 2,15. Und dann werden wir im September mit dem Beethoven-Orchester in Hückelhofen, das ist so Richtung Düren da hoch, auf einem alten Schichtgelände oben drauf ein großes Konzert spielen. Und wir hoffen, dass da sind jetzt auch schon so 5.500 Leute, haben wir schon. Aber bis September ist ja noch Zeit. Wir hoffen, dass das großes Ding wird. So haben die Leute unsere Musik, glaube ich, noch nicht gehört. Und das ist ein hervorragendes Orchester. Wir haben einen super Arrangeur aus Österreich, der die Arrangements geschrieben hat. Liebe gewinnt. Nur so als Beispiel. Ich bin in die Halle beim Proben reingekommen, als das Orchester das gespielt hat. Und ich habe echt geheult, weil das so ergreifend war, das zu hören. So 80 Mann loszimmern, das ist schon toll. Da gibt's so einen Sound ins Kreuz von echten Musikern, das ist toll. Du bist jetzt schon auch lange im Geschäft, der Frontmann. Was ist denn mit der Stimme? Ich habe Billy Joel irgendwann gehört, der gesagt hat, oh, einige meiner alten Sachen sind so Throat-Scratcher. Da muss man ein bisschen runter transponieren. Ist bei dir noch alles bis in die hohen Höhen fit? Oder musst du auch schon ein bisschen sagen, Tee trinken ist besser als früher? Also das ist eh weg, ne? Ich bin jetzt 60, also da ist nichts mit Saufen und Party. Man läuft vorher durch den Park und guckt, dass du fit bist. Aber es gibt ja so ein paar Tricks. Ich habe Billy Joel auch so. Siehst ihn live, irgendwie aus New York habe ich gesehen, Platte aufgelegt, 2 Töne tiefer. 2 Töne. Das ist schon hart. Also manches klingt auch tiefer nicht, dann muss man einfach sagen. Also wir versuchen das auch irgendwie, manchmal einen halben Ton haben wir, also wir haben grundsätzlich alle Instrumente immer einen halben Ton runtergestimmt. Das hört man draußen nicht, erleichtert dich unheimlich und macht unter Umständen eine Show mehr. Also dass du ohne eine Show mehr spielen kannst, ohne Theater zu kriegen. Man muss mit einer alten Stimme aufpassen, das ist so. Ich danke dir. Gerne. Toi, toi, toi fürs neue Spieljahr. Vielen Dank fürs Interview. Komm, mach den Fernseher aus.